Ja, wir haben einen in der Klasse, der muss immer der Beste sein. Das kennt vielleicht jeder. Wir haben einen in der Klasse, der muss der Beste sein, immer der beliebteste sein und auch immer der Coolste. Und das macht er, indem er immer Leute nervt. Am Anfang von der Betts hat er sich ein Opfer ausgesucht und das nervt er die ganze Zeit. Das ist nicht lustig für ihn. Er nervt ihn wirklich die ganze Zeit. Zum Beispiel, wenn etwas dumm läuft, dann lacht er ihn aus, auch 2 Jahre später noch. Und dann bringt er auch nochmal die ganze Klasse, dich auszulachen. Oder wir in der Pause spielen wir ganz gerne Fußball. Und statt aufs Goal schiessen, schiesst er einfach auf die Menschen, einfach weil er es lustig findet und die anderen dann auch lustig finden und dann auch lachen. Jeder kennt wahrscheinlich so Leute. Sei es auf der Arbeit, an der Kasse beim Anstehen, beim Autofahren, vielleicht sogar daheim oder in der Schule. Daheim ist es wahrscheinlich nicht so extrem, aber es ist doch auch rum, vor allem als Jugendliche. Weil man ist jugendlich, wenn die Eltern anfangen blöd tun. Aber wenn wir die Bibel auftun, dann sehen wir, dass es da etwas anderes steht. Im Römer 13,9 steht, dass wir alle anderen Gebote, also alle Gebote sind in einem zusammengefasst. Und zwar, lieb deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das geht nur recht einfach, wenn die Nächste auch lieb ist zu dir, auch mit dir gut interagiert. Wenn er dann aber anfängt blöd tut, dann ist es recht schwierig. Jetzt fragt ihr euch sicher, aber warum? Die Menschen machen mir Blöds, die hassen mich, die wollen mir nur Schlechtes. Er verdient keine Liebe. Warum sollte ich ihn jetzt lieben? Jetzt kommt die goldige Regel ins Spiel. Die goldige Regel. Die ist relativ alt, die goldige Regel. Wir haben sie zum einen finden wir sie sogar in der intertestamentarischen Zeit, also zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament können wir lesen im Tobit, in der Weisheitsliteratur. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Reimt sich sogar, hat die Lutherbibel sehr gut übersetzt. Und das ist ein Sprichwort, das kennt man landläufig. Es ist sogar so bekannt, dass es nicht nur im Christentum, nicht nur in der rabbinischen Weisheitslehre ist, sondern man kennt das Sprichwort auch aus dem Buddhismus. Es gibt es im Islam, das Sprichwort. Man kennt es im Konfuzianismus, es gibt es in der römischen Ethik und in der griechischen Ethik kennt man die goldige Regel auch. Und weil es so breit gestreut ist, weil die goldige Regel mega bekannt ist und in ganz vielen Denk- und Ethiksystemen drin vorkommt, hat die Regel irgendwann den Namen bekommen, die goldige Regel. Und um die soll es heute gehen in unserer Predigt. Also die goldige Regel kann man in der ersten Grafik eigentlich relativ einfach darstellen. Da bin ja ich und das ist mein Nächster. Und die goldige Regel sagt, ich mache dem anderen nicht, was ich nicht will, dass er mir tut. Also es ist eigentlich ein Nicht-Angriffspakt, so quasi, oder? Macht ja noch Sinn, an das haltet man sich noch gern. Ich mache dir nichts Böses, ist gut, Joachim. Ich mache dir nichts und dafür machst du auch mir nichts. Ist gut, wir haben einfach Frieden, wir zwei, gell? Also du greifst mich nicht an, ich greife dich nicht an. Das ist die goldige Regel der Ethik. Kann man nachvollziehen. Aber dann ist Jesus gekommen. Und Jesus war nicht einfach ein Ethiker, wie es vorher schon viele gegeben hat und auch nach ihm wieder gegeben hat. Es war nicht einfach einer, der jetzt auch noch mal etwas gesagt hat, zu der goldigen Regel, irgendetwas dazugefügt hat. Und gleich redet Jesus viel über die goldige Regel. Und wir sehen zum ersten Mal in Matthäus 7, Vers 12, wie Jesus über die goldige Regel redet. Er sagt, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Also im Unterschied zu vorher, wo es quasi ein Nicht-Angriffspakt war, ist jetzt Jesus seine nächste Regel. Oder so wie er es sagt, er macht aus einem passiven Nicht-Angriffspakt macht er etwas Aktives. Und er sagt, hey, es ist nicht nur, dass wir uns gegenseitig in Frieden lassen und in Ruhe lassen, sondern die neue Regel ist, dass ich dir Gutes tue und dafür tust du mir auch Gutes. Also vorher haben wir nicht Angriffspakt gehabt und jetzt, genau, jetzt sind wir dicke Freunde und wir tun uns gegenseitig Gutes. Aber auch das ist nicht das Endziel von Jesus.
Er ist nicht quasi Ethik 2.0 gewesen. Er hat nicht einfach ein bestehendes Sätzchen genommen und ein bisschen besser gemacht, so quasi den Anspruch ein bisschen aufgetan und ein bisschen mehr verlangt von seinen Menschen. Sondern Jesus geht es um etwas viel, viel Grundlegenderes. Und wir lesen das im zweiten Teil von dem Bibelvers, in Matthäus 7, Vers 12. Jesus sagt dort schon, denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Also es geht um ganz, ganz grundlegende Sachen, was Jesus jetzt anfängt zu erklären und anfängt zu reden. Und Jesus macht für sich selber eine mega krasse Aussage. Und wenn wir das nachher anfangen, darauf anwenden, wird es interessant. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Oder in einer anderen Übersetzung sagt Jesus, ich bin gekommen, um das Gebot der Propheten und das Gesetz von Moses zu erfüllen. Das ist mein Wunsch, mein Ziel. Ich möchte nicht einfach nur kommen und euch bessere Verhaltensregeln geben, sondern mein Wunsch, meine Idee, mein Drive ist, ich gebe euch eine neue goldige Regel, die anders ist als alles, was ihr vorher je gesehen habt. Und noch eine obendrauf, ich werde die Regeln selber erfüllen. Also was ist denn jetzt die goldige Regel, die Jesus uns gibt? Wir können das nachlesen im Lukas 6, 27. Aber Achtung, Jesus fängt den Text mit folgender Aussage an. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, also ihr, die mir jetzt wirklich zuhört, ihr, die es wirklich wissen wollt, nicht so Wischiwaschi-Zeugs von vorher, jetzt kommt die wirklich zuhören und die wirklich da sind. Euch erkläre ich jetzt, was ich wirklich meine mit dieser goldigen Regel. Und dann sagt Jesus Folgendes. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun. Und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch dein Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Also alle, die jetzt wirklich zuhören, haben Jesus seine finale, goldige Regel soeben gehört. Ich tue denen Gutes, wo mir Böses tun. Ich weiss, die meisten von euch haben das wahrscheinlich schon mal gehört, oder? Es ist jetzt nicht zum ersten Mal, wo ihr die Bibelstelle gehört oder wenn ihr davon mitbekommt, dass das etwas war, was Jesus gesagt hat. Und man wäre ja versucht, zu sagen, ja, okay, danke, ja, cool, mega lässig. Aber ich möchte jetzt einfach, dass wir einen kurzen Moment da innehalten und uns mal an den mühsamen Mensch erinnern. Den, den wir ja alle kennen, oder? Beim Joachim in der Klasse ist es der alle anderen nervt und 2 Jahre später immer noch einen Witz bringt, der eigentlich schon lange vorbei sein. Ich weiss nicht, wer es in deinem Leben ist. Und wahrscheinlich ist dir ja schon jemand in den Sinn gekommen. Hast du wahrscheinlich schon eine Person vor Augen gehabt, wo wir anfangen zu reden haben von dieser mühsamen Person, gell? Vielleicht ist es deine Nachbarin, die die ganze Zeit so mühsam ist und so der Polizist im Block ist. Vielleicht bist ja du die Nachbarin, wo der Polizist im Block ist und dich darüber aufregst, dass die anderen im Block nicht auch endlich mal könnten schauen und so sein, wie sie sollten. Vielleicht regst du dich auf über deinen Arbeitskollegen oder was auch immer. Ich bin mir sicher, wo wir über so Menschen geredet haben, die dich reiben, wo du schwierig hast, es ist dir jemand in den Sinn gekommen. Also nochmal, euch aber, die ihr wirklich zuhört, jetzt, wo wir wirklich zulassen und unsere Person vor Augen haben, sage ich, die Person, die dir Böses tut, die mühsam ist, die schwierig ist für dich, das ist die Person, die du sollst lieben, die du aktiv sollst Gutes tun für sie. Wenn sie Fluch ausspricht, die Person, bist du der, der Segen ausspricht. Wenn sie dir nimmt, bist du der, der gibt. Das ist Jesus seine goldige Regel. Also ich tue dem Gutes, wo mir Böses tut. Und wir haben vorher gelesen, gehört, Jesus ist ja der gewesen,
der gekommen ist und nicht einfach neue Regeln machen wollte, sondern er sagt, ich bin's, der das Gebot und die Propheten erfüllt. Wie hat Jesus die goldene Regel erfüllt selber? Wir können nachlesen in Matthäus 26, Vers 67. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. Andere gaben ihm Ohrfeigen und spotteten. Das ist nicht alles, es ist noch weitergegangen. Matthäus 27, 28 bis 30. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus ab zur Kreuzigung. Jesus ist aufs Gröbste misshandelt, geschlagen und gefoltert worden. Also, wenn wir an Schlechte denken, wo andere uns tun könnten, sind wir einig, Jesus hat das Maximum bekommen, was man sich überhaupt vorstellen kann. An Schlechtem erlebt, wo man sich überhaupt erdenken kann. Und wie hat Jesus reagiert? Was war seine Reaktion? Wie ist er mit dem umgegangen? In Lukas 23, Vers 34 lesen wir es. Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz, wo er am Sterben ist, durch die Hand von diesen bösen Menschen, ist er der, der betet, Vater, hab Erbarmen mit ihnen. Bist gnädig, vergib ihnen. Es ist ja nicht so, als hätte Jesus nicht können, einfach zurückgeben. Wir wissen, er hätte einfach an diesem Tag vom Kreuz absteigen und sagen, so, wir sind fertig mit dem. Ihr alle, Feuer vom Himmel oder was auch immer, wie vielleicht wir reagiert hätten. Aber Jesus ist gekommen und er hat gesagt, ich bin nicht einfach ein weiterer Ethiker, der euch will Verhaltensregeln aufgeben will. Ich bin da mit einer Mission, mit einem Auftrag. Und mein Wunsch ist es, die goldene Regel zu erfüllen. Ich möchte das, was angekündigt worden ist, in den Propheten und im Gebot, im Gesetz, will ich jetzt erfüllen. Ich will, dass wir eine neue Ära starten können. Eine neue Zeit, wo wir einen neuen Umgang miteinander haben. Und es langt nicht, dass wir einfach nicht Angriffspakt haben. Es ist auch nicht, okay, nur gegenseitiges Gut tun, sondern die neue goldene Regel, die Erfüllung ist, ich segne die, die mich verfluchen. Ich sterbe für die Menschen am Kreuz, wo mir Böses da haben. Weil ich die Menschen liebe. Er gibt uns ein neues Gebot von der Liebe. Das Problem mit dieser Grafik oder diesen Grafiken ist, das ist nicht ganz vollständig. Es fehlt nämlich etwas oder jemand. Hat irgendjemand vielleicht eine Idee, was es ist? Niemand? Gut, blöd. Die Antwort auf jede Frage bei uns bei den Kindern ist Jesus, wie auch da. Jesus fehlt. Er hat die goldene Regel selber ganz erfüllt, sein Leben lang. Er hat nicht nur die erste Stufe oder sogar die zweite Stufe geschafft, nein, er hat sogar die dritte Stufe ganz vervollständigt. Er ist so weit gegangen, dass er Zeug von uns gegeben hat, die wir nicht eigentlich erwartet haben in dieser Zeit. Im Römer 5,8 steht, Gott aber beweist uns eine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wo wir Schlechtes gemacht haben, ist er gut zu uns und hat uns unsere Sünden vergeben. Wo wir nicht ganz auf Gott gehört oder geschaut und daran geglaubt haben, dass es ihm gibt, was er uns sagt, ist er für uns herabgekommen und ist aufs Kreuz gegangen, um unsere Schulden zu nehmen. Sogar wenn wir nur Böses ernten, können wir das überleben durch Jesus oder Gottes Liebe. Er war bei uns, er hat uns die Liebe und Güte schenkt er uns, die uns fehlt, vielleicht in dem Moment. Und die Grafik ist wichtig. Prägt sie euch ein. Ich sage es nochmal einmal. Prägt euch die Grafik ein. Ihr bekommt von Gott viel Liebes, auch wenn ihr nur Böses erntet. Ihr könnt das Böse, das ihr bekommt, auf Gott zurücklegen und Jesus geben. Er ist für uns gestorben. Prägt euch die Grafik ein. Nehmt das Handy vor, macht ein Foto davon, was auch immer. Prägt sie euch ein. Aber wenn ihr euch findet, ja nein, das ist nicht ganz genug, dann habt ihr den wichtigsten Teil vergessen.
Irgendwann wird Gott wieder kommen und Richter sein. Ihr müsst auf dieser Welt nicht einen Richter spielen. Jesus wird kommen und wird richten. Er hat alles gesehen und gehört, was man euch angetan hat. Es kommt alles gut. Wir haben also von Jesus Vergebung von unserer Sünde bekommen. Was wir gegeben haben, bekommen wir Vergebung zurück. Das ist der Grund, wieso dass wir Gutes tun können, wenn wir Böses ernten. Im Wissen, dass es das auch gibt. Jesus ist Richter. Was uns Böses da wird, ist nicht ungesehen oder einfach vergessen. Wir hoffen natürlich, und unser Gebet und unser Anliegen ist, dass es bei diesen Menschen gleich aussieht wie bei uns. Dass sie auch Vergebung bekommen und dass auch ihre Schuld auf Jesus geworfen werden kann. Aber das ist der Grund, wieso dass mit Jesus ein neues Zeitalter oder eine neue goldige Regel angefangen hat. Er hat sich selber in die Gleichung hineinbegeben. Er ist selber Mensch geworden, hat selber die Regeln erfüllt. Und das ist der Grund, wieso dass wir heute können und sollen nach einem neuen ethischen Maßstab leben. Nach der goldenen Regel, so wie Jesus sie gegeben hat. Im Wissen, dass Jesus unser Helfer ist und dass er es sieht. Jetzt bist du da und hast vielleicht diese Achse noch gar nie so bedenkt. Vielleicht kennst du das gar nicht so in deinem eigenen Leben. Und ich möchte heute Morgen einfach dir mal die Frage stellen. Wie steht es zwischen dir und Jesus? Weil ich glaube, wir sind einverstanden. Es ist ein Fakt, dass wir alle Menschen verletzt schon haben in unserem Leben. Einverstanden? Der jetzt sagen kann, nein, das ist nicht der Fall, der darf jetzt die Hand aufheben. Schade, wir hätten dich gefeiert, aber das zeigt mir auch, dass wir ehrliche Menschen in diesem Raum haben, die wissen, ja, da gibt es Schuld, da gibt es Last, da gibt es Verletzungen, die ich verursacht und bewirkt habe. Da ist etwas. Da gibt es etwas, das mich von meinem Nächsten und von Jesus trennt, meine eigene Schuld. Und ich möchte dir heute Morgen die gute Nachricht sagen. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus ist schon für dich gestorben. Hat die Schuld getragen, wo du noch Sünder bist. Und das Resultat, die andere Seite ist, wir dürfen Vergebung bekommen von Jesus. Also was heisst das? Wir alle sind geliebt vom himmlischen Vater, aber durch unsere Schuld, durch unsere Sünde sind wir getrennt von ihm. Und weil er ein liebevoller himmlischer Vater ist, hat ihm das Herz zerbrochen. Er hat seine Kinder wieder wollen, er hat dich und mich wollen für sich. Und darum ist Jesus Christus auf die Erde gekommen, hat unsere Schuld auf sich genommen und hat den Preis gezahlt, den wir nicht haben können zahlen. Er hat erfüllt die Forderungen vom Gesetz. Die Vorhersagen der Propheten hat er erfüllt in dem Moment, wo er am Kreuz gestorben ist und wo er wieder auferstanden ist für dich und mich. Und das ist ein Geschenk, das wir alle in Anspruch nehmen dürfen. Und wir können sagen, Jesus, ich will deine Vergebung haben. Und die Frage heute Morgen, die ich möchte stellen für alle, die da sind, hast du das jemals in Anspruch genommen? Hast du Jesus je gesagt, es tut mir leid, für was ich da habe? Ich möchte meine Schuld vergeben haben. Bitte mach, dass es wieder rein ist zwischen dir und mir. Und bitte vergib mir, was ich Böses da habe mit meinem Nächsten. Hast du das je gemacht? Wenn nicht, dann möchte ich dich heute Morgen einladen. Nimm die Vergebung an. Komm zu Jesus. Und bekenn deine Schuld, auf das er dir vergeben kann. Wir kommen jetzt. Nein, eigentlich will ich zuerst noch beten jetzt. Und dann kommen wir. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der Schuld vergibt. Dass du auf die Welt gekommen bist und dass du nicht einfach nur geredet hast und bessere Regeln aufgestellt hast, sondern dass du der bist, der sie erfüllt hat. Der selber die goldige Regel erfüllt hat. Dass du gestorben bist für uns, dass du uns Vergebung gegeben hast, wo wir dir Sünde gegeben haben. Wir möchten dir Danke sagen für den Fakt, dass du es da hast und dass wir jetzt nach deinem Vorbild leben dürfen. Dass wir auch dürfen, befreit von unserer eigenen Schuld, Menschen mit deinen Augen sehen und lieben, wie du sie liebst, Jesus. Merci vielmals, dass du gerecht bist, dass du Richter bist und dass du eines Tages wirst Gerechtigkeit wiederherstellen, dort wo Unrecht geschehen ist. Und merci vielmals hast du den Preis für das Unrecht gezahlt auf dieser Erde. Und wir wollen es in Anspruch nehmen.
Amen.